Hallo und herzlich willkommen zurück beim Unsafe Release, euer Schweizer Formel 1 Podcast mit euren Hosts Kasel und Schubs. In der heutigen Episode schauen wir der USA und der Mexico GP an. Wir reden ganz viel über den Championship Fight und was sonst auch noch rundum passiert ist. Ich wünsche euch dabei ganz viel Vergnügen. Und somit gehen wir gerade direkt ins USA-Rennen, Texas Grand Prix. Durchwachsener Grand Prix. Also man kann sicher sagen, man hat schon spannendere gesehen und trotzdem gibt es der ein oder andere Diskussionspunkt daraus raus, weil nach einem sehr durchwachsenen Quali mit einem Resultat, das man so nicht erwartet hat, haben wir zwei McLarens, die nur schon im Sprint eigentlich relativ tiefer starten, als man sie erwartet. Und ein Verstappen, der einfach mal wieder eine Performance anlegt, wie sie einfach nur ein Verstappen momentan machen kann. Und wir wissen alle, was ich glaube, der erste brennende Punkt ist, den wir unbedingt besprechen müssen, nämlich das, was auch gerade im Turn 1 im Sprint dann passiert ist. 4 into 1 doesn't go, sage ich mal so schön. Und natürlich, wenn ein Hülkenberg mal so weit vorne ist, wird er sich auch keine Chance gehen lassen. Ich wollte jetzt aber mit dem auch nicht die Schuld auf den Hülkenberg durchdenken. Das ist halt wirklich ein bisschen Racing-Incident. Da musst du halt, ich sage jetzt mal, wenn du so ein bisschen im Getümmel bist als McLaren, dir auch bewusst sein, dass andere Fahrer auch mit in diesem Getümmel sind. Ich glaube, der Piastri hat sich da ein bisschen schon daran gewöhnt, mit so weit vorausfahren die ganze Zeit über das Jahr hinweg, dass er halt nicht unbedingt noch Leute in seinem Inside hat, oder? Aber es ist so gekommen, wie es musste kommen. Der Hülkenberg kegelt die Piastri, der Piastri kegelt die Norris und alle drei sind das erste Mal einfach 180 Grad gedreht, die falsche Richtung am Schauen. Ja, in meinen Augen ist es zwar ein klarer Racing-Incident, aber halt auch vermeidbar gewesen, wenn man das Auto ein bisschen anders positioniert. Aber wer bin ich, um das zu sagen? Ich bin kein Formel-1-Fahrer. Ich weiß nicht, wie schwierig oder einfach das ist, vor allem bei so einer Kurve, wo du derweg viel Steigung hast, das effektiv gut zu beobachten, wo sollte ich mein Auto positionieren oder nicht. Aber ich finde, es wäre vermeidbar gewesen, dass die drei gerade rauskegeln. Aber am Ende des Tages natürlich für die Championship eigentlich sehr geil, dass der Verstappen dort den ganzen 8 Punkte Vorsprung direkt nach der ersten Kurve eigentlich kann haben. Macht natürlich die Championship dementsprechend viel spannender. Aber das ist wieder meine Auffassung von dem Crash, wie wir ihn gesehen haben. Würdest du mir zustimmen, dass das eigentlich, ich sage mal, von den McLarens auch vermeidbar gewesen wäre? Also ich würde das Ganze sicher schon als Racing-Incident abstempeln. Das Einzige, wo ich halt einfach ein bisschen kritisieren oder wo ich halt einfach sagen, so ist unnötig oder schlecht überlegt, ist eigentlich der Move von Piastri. Wieso dass du in dem Turn 1 Getümmel einen Switchback versuchst am Vordermann. Also heisst eigentlich, er schon hat er angesetzt und hat dann nachher reinziehen, weil der Vorder innen war. Und dann ist es eigentlich eben so ein Switchback. Wieso machst du das? Gerade eben in Turn 1, wo es so eine breite erste Kurve ist in Austin, ist eigentlich klar, dass es dort echt eng wird. Und da gibt es halt einfach Leute, die denken sich dann nachher so, es hat eine Lücke gegeben, ich gehe drin nie. Also so wie an der Hülkenberg. Und ich denke auch für den Hülkenberg ist es natürlich auch wichtig, dass er gerade an den Start kann. Positionen gut machen, weil die kann er dann nachher auch verteidigen und im Rennen das auch wieder aufholen, ist teilweise halt einfach sehr, sehr schwer. Und das ist so ein bisschen das Einzige. Also ich denke einfach, der Move von Piastri, wie er es gemacht hat, ist ein bisschen unüberlegt gewesen, für in einer Startphase. Aber sonst würde ich es eigentlich als Racing-Incident abstufen. Es haben ja viele eigentlich gesagt, es ist im Hülkenberg seine Schuld. Eben auch der Zach Brown hat das am Anfang gesagt, nachher hat er es dann auch wieder ein bisschen zurückgezogen. Ja, also ich würde es da nicht im Hülkenberg gross die Schuld geben. Ich glaube, so der hat einfach den Platz gesehen, den es hat. Der Alonso war, glaube ich, auch noch innen gewesen, habe ich gemeint. Die haben schon einfach die Lücke gesehen, den Platz gesehen, den es gegeben hat. Und dann nachher probierst du es halt einfach. Und dann, kann es dann halt geben. Aber ja, mehr kann man eigentlich nicht dazu sagen. Also ich glaube jetzt nicht, eben, dass es da gross irgendwie einen Schuldigen gibt. Und wenn einer
also wenn du jemandem die Schuld wirklich geben, dann halt einfach so, halt, sag jetzt einfach die Positionierung vom Piastri oder der Move vom Piastri, wie er es gemacht hat, weil der ist ein bisschen unüberlegt gewesen, aber that's it. Mehr würde ich eigentlich nicht sagen oder die Schuld jemandem geben. Ja, aber schlussendlich geht es eigentlich um den Crash umeinander, gibt es wirklich nicht viel Drama, aber da sind wir uns jetzt ganz klar einig, aber das ist eine bessere Positionierung wäre machbar gewesen, es wäre ein bisschen weniger Schaden in dem Sinn entstanden durch eine bessere Positionierung, aber ist natürlich, wie gesagt, für die Championship super, es hat gerade beide halt das Rennen gekostet, also McLaren hat beide Autos müssen retiren, aber hat uns dafür nachher ein cooles Podium gegeben, wir haben den Verstappen, dann Russell und dann den Sainz gehabt und die Ferrari sind auf 4 und 5 gewesen, in dem Sprintrennen. Die restlichen Punkte sind nachher aufgeführt worden vom Albon auf dem 6, Tsunoda auf dem 7 und Antonelli auf dem 8. Also in dem Sinne für einen Sprint eigentlich, ist spannend gewesen, wie halt ein Sprint manchmal ist, aber auch nicht außergewöhnlich, sage ich jetzt einmal, mit Ausnahme eben von der Championship-Positionierung, die sich so natürlich deutlich verändert hat. Das Einzige, was mir noch geblieben ist der Verstappen-Russell-Battle. Das wollte ich einfach noch kurz erwähnen, weil ich das super gefunden, wie aggressiv der Russell dort reingegangen ist. Da hat der Verstappen wirklich förmlich von der Strecke abgedrückt, aber halt genauso wie der Verstappen fährt. Oder er weiss halt, oder hat in dem Sinne auch verstanden, der Russell, ja, wenn mein Auto alongside ist, am Apex kann ich machen, was ich will. Genau, das hat er gemacht. Beide sind ab der Strecke, hat aber nachher die Position wieder zurückgegeben, weil das wäre halt wirklich, also mit dem wäre er nicht weit gekommen. Ja, das hat die Penalty gegeben, schlussendlich. 100%. Aber ja, finde ich cooles Racing und ich finde es auch cool, wenn der Max Verstappen mal seine eigene Medizin zurückbekommt. Ich finde das an und für sich immer sehr lustig. Aber sonst im Sprint ist eigentlich nicht mehr viel mehr passiert. Ich würde sagen, wir gehen direkt ins Rennen über, was ja in meinen Augen wirklich auch wieder dominiert worden ist vom Verstappen. Wir haben aber trotzdem hingedurch noch 2-3 Storys gehabt, wie zum Beispiel der Saddam Husseins Crash gegen den Kimi Antonelli. Dort hat der Sainz gesagt, hey, schau, ich habe den gleichen Move beim Ocon oder beim Behrman schon gemacht und dort hat es auch funktioniert und hat nicht erwartet, dass der Antonelli so zumacht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es sieht natürlich noch mal schlimmer aus mit dem Verbremser vom Sainz. Ja, also finde ich, ist er einfach 100% schuld zu sprechen mit dem Crash. Also da kannst du jetzt im Antonelli nichts vorwerfen, von wegen Türen zugemacht, so wie es der Sainz sagt. Nein, also das war schon im Sainz seine Schuld gewesen. Er ist sehr, sehr optimistisch drin. Ich meine, er hat ja auch irgendwie nie gross den Anspruch gehabt, dass er dort sich irgendwie Platz machen kann oder den Platz kann erzwingen. Darum, nein, also das ist absolut im Sainz sein Fehler gewesen, und nachher selber dann noch bestraft wurde mit einem DNF. Also von dem her, muss man eigentlich nicht gross darüber reden. Also das ist wirklich sein Fehler. DNF und ein 5-Place-Grid-Penalty, weil er halt im Rennen nichts absitzen kann. Das ist ja so das, was wir im Baku einen Diskussionspunkt hatten, wo ich auch gesagt habe, hey, finde ich fair enough, dass man eigentlich dem nachher auch nachgeht. Aber es ist halt verdammt hart, gell, weil er hat es nicht absetzen können, weil DNF vom Auto, also ist er eigentlich schon genug bestraft durch das. Und jetzt hat er nachher durch das in Mexiko noch ein 5-Place-Grid-Penalty gehabt. Plus, ich muss sagen, 5-Place-Grid-Penalty ist schon sehr hart. Ich verstehe nicht genau, wieso das ein 5-Place war, weil sonst haben wir bis jetzt oft ein 3-Place-Grid-Penalty gesehen. Aber ja, was willst du machen? Es ist das Regelwerk und dann ist es, wie es ist. Genau. Mal schauen. Also ich denke, weißt du, im Sainz ist Spitze oder Williams selber. Ja. Mal gut, Williams ist ja glaube ich schon noch recht gut im Championship-Fight mit dabei. Ich würde sagen, aber 5 oder so. Sie sind so gut dabei, dass eigentlich alle Teams nachher nicht wirklich so eine Rolle spielen. Also ich kann das da mal geschwind auftun, Team-Standings. Da ist Williams mit 111 Punkten vor Racing Bulls. Racing Bulls ist mit 72 Punkten am Kämpfen gegen Aston Martin mit 69, Haas mit 62 und Sauber mit 60 und Alpine ist im Niemandsland mit 20 Punkten. Aber von dem her, von den Midfield-Teams ist halt Williams der andere wirklich am davonfahren und ja, wenn sie jetzt konsistent eigentlich noch ein bisschen in den Punkten fahren,
tut es dann jetzt nicht so weh, wenn sie einen Fahrer haben, der mal durch Penalty nicht Punkte bekommt. Ja, du meinst konstant, aber genau. Genau. Konsistenz ist etwas anderes. Konsistenz. Ja. wie eine gute Komfi, Alter. Ja. Dafür ein sehr konsistentes Wochenende hat der Tsunoda Konstanz. Nein, der Tsunoda hat, ich würde sagen, zum ersten Mal ein gutes Wochenende gehabt. Er hat noch ein bisschen battlen gegen den Bearman. Ein richtig geiles Battle gehabt. Aber es ist halt gleich dann immer wieder so, ja na gut, wieso muss ein Red Bull gegen einen Haas fighten? Das ist so ein bisschen schade. Aber es hat mir auf jeden Fall mal Hoffnung gegeben, dass der zweite Sitz dort ein bisschen gut vorwärts kommt. Aber ja, ist schlussendlich auch noch in einem P7 oder P8 oder so. Das kann ich gerade schon nochmal fact-checken. United States. Wo haben wir dazu nötchen? Da, P7. Ja, eben. Also ist jetzt nicht der Haufen Punkte wert. Aber hey, er fährt langsam mit Punkten. Das ist wenigstens etwas. Ja, das ist so. Aber eben Tsunoda, das ist eben auch dann nochmal so eine Geschichte für sich, halt, ob er jetzt bleibt oder nicht. Man liest ja diverse Gerüchte. Andererseits halt einmal... Hat ja okay, also in Mexiko entscheiden sie sich, oder? Ja, ursprünglich hat es geheißen, nach Mexiko. Und jetzt heisst es gleich irgendwie, ja, sie haben es ja nicht brisant. Ich weiss eben nicht, also die logische Reihenfolge wäre jetzt Hadjar aufnehmen und dann nachher den Lindblad ins Wecarb reinfetzen. Ja, aber dann musst du entweder den Lawson fetzen oder den Tsunoda. Einer muss weg. Ja, der Tsunoda wäre das rühren, wenn dann. Ich glaube nicht, dass sie den Lawson droppen. Lawson macht ja an und für sich ja auch nicht einmal so einen schlechten Job. Für das, dass er ja, weißt, für die Zeit, wo er in der Formel 1 ist, macht er ja eigentlich nicht so einen schlechten Job. Und ich meine, wenn du überlegst, der Yuki ja anfangs von seiner Karriere gefahren ist in der Formel 1, hat er auch viele Fehler gemacht, viel kaputt gemacht. Also weißt du, es ist ja nicht so, dass er im Vergleich zum Lawson, wo er frisch in die Formel 1 kam, viel, viel besser gefahren ist, der Yuki. Yuki hat einfach Glück gehabt, dass er nicht viele Fahrer hatte, die das jetzt sonst noch verdient haben. Sonst wäre er wahrscheinlich nach 2 Jahren schon draußen gewesen. Wahrscheinlich wäre er schon getroppt worden, ja. Das Einzige, was ich mir jetzt so ein bisschen überlege, weil die Gerüchte halt oben waren, von wegen so, ja, wir wissen noch nicht, ob wir den Dings droppen, den Yuki, oder eben, es gibt ja auch ein Gerücht, dass er in die Indy geht, die IndyCar Series. Ich glaube einfach, was vielleicht der Red Bull möchte, ist, dass sie den Hadjar nochmal eine weitere Saison in Wecarb lassen. Einfach zum ihn halt ja, nochmal ein Jahr mehr auf der Red Bull-Seite vorzubereiten. Oder vielleicht ist für sie auch das Wichtige, dass das 26er Auto mit 2 Fahrern getestet wird oder gefahren wird, die halt schon Erfahrung haben in der Formel 1. Oder viel Erfahrung haben in der Formel 1. Ich meine, der Yuki ist also seit 2021 in der Formel 1. Oder ja, 21 ja, ist er schon in der Formel 1. Also ich meine, der hat ja auch schon doch jetzt eigentlich sein 5. Jahr, das er macht. Und hat dementsprechend schon auch gewisse Erfahrungen. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass das vielleicht eine kleine Rolle spielt und dass für Red Bull sonst nachher wieder nur aufs Gleiche rausläuft, dass wenn sie jetzt wieder den Hadjar aufnehmen, dass sie wieder einen Fahrer haben, den sie verbrennen, blöd gesagt. Weil, ja ich meine, wir haben es schon oft erlebt mit dem Gasly, mit Albon. Ja gut, Perez jetzt weniger, der ist ja schon länger in der Formel 1 gewesen, aber jetzt gerade Albon und der Pierre sind ja noch nicht lange in der Formel 1 gewesen und sind schon in Red Bull-Seite reingekommen. Oder auch eben der Liam, schlussendlich. Ja. Ist auch zu Red Bull gekommen, 2 Rennen gefahren oder 1, glaube ich nur, weil ich war immer oder gerade wieder Downgrade kassiert. Darum, ich glaube, es macht nicht so viel Sinn, wenn sie diesen Move wieder machen, dass sie relativ schnell wieder einen aufnehmen, der noch nicht so lange in der Formel 1 ist. Weil einfach der Druck zu groß ist. Darum denke ich, könnte es vielleicht für den Yuki wieder mal eigentlich noch gut ausgehen, dass er noch mal ein Jahr machen in der Formel 1. Ich würde es ihm wirklich gönnen, weil ich mag den Yuki wirklich. Und ich glaube es halt, Honda und auch einfach seine Sponsoren zahlen sicher auch gut Geld. Ja, das schon. Das ist natürlich schwierig, weil sie nächstes Jahr offiziell nicht mehr bei der Motorenherstellung dabei sind. Also es sind noch Ex-Mitarbeiter, die sie übernommen haben bei Red Bull Powertrains, aber das mit den Sponsoren hilft ihm vielleicht leider nicht mehr so, aber ich sehe es auch genau gleich. Also Yuki ist sau sympathisch und er ist halt wirklich auch ein guter Fahrer. Der hat in seinen V-Carb-Zeiten, klar, er hat ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt, aber er hat wirklich gezeigt, dass er auch gut etwas kann.
Und ich meine, seine Resultate im V-Carb am Anfang des Jahres sind besser gewesen als die Resultate, die er jetzt im Red Bull hat. Also er hat, glaube ich, immer noch, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber ich glaube, er hat immer noch mehr Punkte das Jahr im V-Carb geholt als im Red Bull. Und ich glaube, die Schwierigkeit bei ihm ist einfach, dass er nicht so gut ist mit technischem Feedback geben. Und das ist das, was sie halt doch ein bisschen bemängeln bei ihm. Aber das ist halt genau das, was sie brauchen. Und das Ding ist halt, der Red Bull muss sich jetzt wirklich einfach entscheiden, tun sie noch ein Jahr alles auf Verstappen setzen. Es wäre eigentlich in meinen Augen absolut eine dumme Idee, noch einmal alles auf Verstappen zu setzen. Weil, ich meine, wenn du dir anschaust, was hat die letzten 3 Jahre oder die letzten 2 Jahre mindestens wirklich gefehlt, ein Fahrer, der den Verstappen unterstützen kann. Ich meine, stell dir jetzt mal vor, wie wertvoll das wäre, den Verstappen in seiner Position jetzt zu haben. Aber wenn er einen P1 macht, hat er immer einen Fahrer, der noch P2, 3, 4, von mir sogar 5 oder 6 fährt im Rennen. Du hast aber so automatisch einen Fahrer, wo, wenn ein Piastri pittet, ein Norris pittet, halt automatisch hinter der Tsunoda kommt. Der Tsunoda kann Druck ausüben, er kann selber früher pitten, er kann die pittet haben, blocken, bevor sie wieder sich vorkämpfen durch den Rest des Feldes. Aber das fehlt im Verstappen, das fehlt der Red Bull und man sieht es halt einfach an den Punkten, wo Red Bull als Team in dem Sinn halt leider nicht bekommt, oder? Und ich glaube, das ist das, was sie einfach den Fokus setzen müssen. So der Tsunoda, gut und recht, aber egal wer sie nennt, sie müssen einfach schauen, dass das nächste Auto mit der neuen Generation nicht wieder nur für den Max gebaut wird. Und ich habe auch Hoffnungen, dass es nicht so ist, weil die ersten Perez-Jahre, wo Dings, die neuen Regulations gekommen sind, hat der Perez ja auch vor allem am Anfang der Saison, der konnte Punkte fahren, der konnte Rennen gewinnen. Und ja, das ist so meine Hoffnung, dass das wieder passiert. Also ich fände es mega cool, wenn der Yuki mindestens ein Race holen nächstes Jahr. Und ich gehe, also ihr hört jetzt gerade daraus raus, auch davon aus, dass sie den Yuki wirklich nochmal behalten für das Jahr. Genau aus den Gründen, die du eigentlich schon angehauen hast. Genau. Ja, wer das gesehen? Ich sehe es kommen. Wir posten jetzt den Podcast und morgen oder übermorgen kommt dann irgendwie dann so Arvid ein Announcement, ja, irgendwie so. Oder der Hotchart zu Red Bull und Arvid Lindblad kommt auf. Und, ja. Aber dann muss ich ganz ehrlich sagen, sieht es scheiter aus für Yuki. Also außer dass Honda würde mega Druck machen, wobei Honda natürlich auch noch den Ayumu Iwasa im Lager hat. Bei dem werden sie auch Druck machen, potenziell mal zu Aston Martin zu gehen. Ohne dass das passiert, sehe ich ehrlich gesagt nicht, dass der Yuki wirklich interessant ist für die meisten Teams. Weil ja, er hat halt nicht so die beste Reputation, auch wenn er gut fährt. Das ist schade, eigentlich. Ja, aber USA und Mexiko haben durch das sicher wieder Fragen ausgelöst. Ist aber sicher interessante Zeit für ihn oder für das zweite Red Bull Auto. Interessant dafür ist es nachher im Rennen noch einmal geworden, so gegen Mitte, Ende mit dem Norris und dem Leclerc, wo dort den Kampf hatten. Der Norris hat ja auch nicht so gut qualifiziert für das Rennen, ist aber nachher eigentlich immer wieder näher gekommen und hat dann schlussendlich den Norris können überholen nach etwa, ich glaube 2-3 Runden in einem Battle. Muss ich sagen, solider Move gewesen, gutes Verteidigen vom Charles. Ich finde das richtig geil, wie aggressiv, aber gut bemessen der Charles kann fahren. Und wenn ich jetzt generell ein Rating für das Wochenende geben müsste, würde ich sagen, hat der Verstappen und der Leclerc gezeigt, dass sie eigentlich die Klasse vom Feld sind momentan. Wegen dem finde ich es so schade, dass der Ferrari nicht so gut ist, weil sonst hätten wir in meinen Augen ganz klar einen Four-Way-Title-Fight mit dem Leclerc noch mit drinnen. Weil ja, also so wie er das erfährt, das zeigt einfach, wie gut das er ist. Ja, voll. Also Leclerc ist also das finde ich auch, ist wirklich strong am Fahren. Und es waren von 21 Runden, wo der Norris hinter dem Leclerc nachgefahren ist. Das stimmt, das war lang gewesen. Also es ist brutal, was der an Zeit verloren hat, weil der Norris wäre wahrscheinlich vielleicht auch für den Verstappen noch gefährlich geworden. Gegen Ende Rennen, aber weil der Norris hat natürlich schon wieder halt die bessere Pace gehabt, das muss man halt ihm schon auch wieder lassen.
Aber Leclerc hat einen guten Job gemacht, hat sehr, sehr krass verteidigt und auch gegen seinen Teammate brutal verteidigt. Also der Hamilton hat dort auch 2-3 Mal recht einstecken und ich habe es vor dem Podcast schon angesprochen. Ich glaube eben, dass ihre Beziehung inzwischen auch mehr sein ist als, mehr Schein ist als sein, so muss ich sagen. Weil ich glaube, gerade der Zwischenfall im Baku, wo ja eigentlich der Hamilton hat, die sollen den Leclerc wieder vorbeilassen vor der Ziellinie, aber das sie nicht gemacht hat, glaube ich, hätte Leclerc schon ein bisschen mögen. Oder respektive hat ihn wahrscheinlich schon ein bisschen genervt. Also man hat es auch schon gesehen, ja, der Hamilton hat das Gas gelüpft und alles, aber viel zu spät. Also der Leclerc hat keine Chance mehr gehabt zum Vorbeiziehen. Und darum, ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, zwischen diesen zwei ist auch ein bisschen Entspannung rum, auch wenn man es von außen her vielleicht gar nicht so grob wahrnimmt. Aber ich bin gespannt, was wieder dann bei Drive to Survive kommuniziert wird. Da wird es dann wahrscheinlich wieder richtig übersäuert sein. Aber es ist schon, ja, ein bisschen salty zwischen denen, würde ich sagen. Es ist spicy. Spicy kann man auch sagen, ja. Stimme ich dir absolut zu. Also generell, ich glaube, der Lewis wird halt immer wie mehr eingeschnappt, halt auch an sich selber, gell? Weil er halt vielleicht merkt, hey, vielleicht sind die Doubts, die ich habe, doch langsam ein bisschen bestätigt und es liegt nicht einfach nur am Auto. Also klar, der Ferrari ist wirklich nicht gut das Jahr, aber und ja, okay, es ist sein erstes Jahr, nach über 10 Jahren in einem anderen Auto, wird er schon nicht gerade vom ersten Tag an eigentlich alles perfekt machen. Aber trotzdem finde ich seine Leistung über das ganze Jahr kannst du es nicht mal ansatzweise mit dem Leclerc eigentlich vergleichen. Also ich bin gespannt, wie es das nächste Jahr ist, aber ich würde sagen, der Leclerc ist näher zu, der Lewis Hamilton eigentlich ein bisschen Boden zu fahren dieses Jahr, wenn man einfach beide ihre Leistungen vergleicht. Und von einem Hamilton erwartest trotz allen Umständen eigentlich schon auch, dass er mehr bessere Resultate hat. Ich meine, er hat immer noch kein Podium. Kein offizielles. Also nur Sprintrennen, glaube ich, hat er eins bekommen. Aber das ist einfach nicht gewonnen. Ja. Genau. Aber das ist trotzdem einfach nicht genug, weil ja, das sind 8 Punkte. Das ist nicht das, was Ferrari von einem Lewis Hamilton erwartet. Wegen dem nächstes Jahr, finde ich, wird wirklich ausschlaggebend dafür sein, wie lange der Lewis Hamilton noch fährt und wie viel Motivation er dementsprechend dann auch hat. Aber ja. Grundsätzlich kann man sagen, ist dafür aber das Rennen an und für sich wirklich gut für die Championship gewesen, auch wenn es ein bisschen spät ist. Ferrari, also auch gut für die Ferrari Championship. Die haben natürlich 3. und 4. Platz reingeholt, was sehr gut ist. Ein bisschen unerwartet, eben, endlich mal wieder ein Podium mit dem Leclerc. Er selber dürstet aber schon nach einem Winner, hat er nachher auch gesagt, nach dem Grand Prix, hey, also schön, gut und recht, aber es ist nicht für das, was ich racen will, gewinnen will. Aber dafür ist ja für den Rest der Championship eigentlich sehr, sehr spannend gewesen. Der Piastri hat es nur auf eine 50 geschafft und da fängt es jetzt eben an, eine neue Geschichte in dem Sinne, in der Conspiracy Theory, wo am Umgehen ist. Oder der Piastri sagt, er ist sich nicht mehr wohl mit dem Auto. Das zieht sich bis in Mexiko rein. Das ist auch der Grund, wieso da greife ich jetzt vor, der Norris extrem gut geworden ist, weil jetzt die Leute davon sagen, ja, das Auto wird besser auf den Norris abgestimmt und so. Kann jeder denken, was er will, aber ich finde, das ist zurückzuführen auf seine Entscheidung Mitte Jahr. Ich weiß nicht, wann das war. Ich glaube, vor Sandwort, wenn es mich nicht täuscht. Dort hat ja der Norris ein Upgrade-Package angenommen und der Piastri abgelehnt. Er hat gesagt, nein, ich will das nicht. Wobei es nicht unbedingt das Upgrade-Package ist, sondern einfach nur eine Umstellung von der Autostruktur, damit die Balance vom Auto eigentlich ein bisschen anders gehandhabt wird. Und muss man schon sehen, Norris und Piastri haben schon deutlich verschiedene Driving Styles, aber ich glaube, da hat jetzt halt einfach im Norris seine Erfahrung geholfen mit dem Team. Ich habe das Gefühl, man merkt jetzt aber richtig, dass der Norris sich viel wohler fühlt mit dem Auto. Und ich glaube, USA ist so ein bisschen ein weiteres Rennen nach Baku, wo das einfach evident ist, dass der Piastri momentan nicht sehr wohl ist. Und ich denke mal, das ist meine Erklärung zumindest, wieso dass es so ist. Einfach das ich sage jetzt mal, Upgrade, ja, für uns Schlusszeichen, Package, wo der Piastri nicht angenommen hat. Das ist einmal das, was ich sehe. Wie siehst du das Ganze mit dieser Verschwörungstheorie? Kann sein. Ob es wirklich so ist, ist schwierig zu sagen. Aber ja, es kann definitiv sein.
Ich glaube es einfach halt, dass eventuell, also ich sehe es halt einfach auch ein bisschen aus dieser Perspektive noch, ich glaube es einfach auch noch, dass vielleicht der Druck ein bisschen anders jetzt ist, weil man halt einfach merkt, okay, es geht jetzt gegen Ende Season, ich kann das holen, also jetzt im Fall von Piastri. Und es ist halt schon so, dass der Piastri ist halt, ja, man muss ihm das halt schon auch noch ein bisschen übrig lassen. Er ist halt noch nicht so lange in der Formel 1. Ich meine, das ist jetzt sein drittes Jahr und er fightet schon um die Championship. Und das ist schon nicht ohne. Also klar, es gibt andere Fahrer, die haben das schon ein Jahr früher gemacht oder weiß ich was. Also es gibt noch andere Beispiele. Aber gleich, es ist schon stark von ihm eigentlich. Ich meine, der hat jetzt die WM von Bahrain her oder nach Bahrain. Nein, Bahrain hat noch den Norris geführt und nachher hat es eigentlich nur noch den Norris angeführt, bis jetzt. Und jetzt ist der Norris wieder vorne, also jetzt stand nach Mexiko. Und das ist schon krass. Also ich meine, eben, der ist ja noch nicht so lange in der Formel 1 und fährt eben schon im Championship, das ist ein ganz anderer Druck. Und jetzt, ob das Update ihm auch geholfen hätte, ist natürlich halt auch, das sind wieder so was wäre wenn. Es hätte ja auch einen kompletten Schuss hinten rausgehen. Ich meine, vielleicht hätte er sich die ganze Zeit komfortabel gefühlt im Auto. Und jetzt macht er es nicht mehr halt, weil er halt einfach gesagt hat, hey, beim Norris läuft es besser. Plus habe ich mal so ein Analytik-Video geschaut von beiden Fahrern. Der Norris tut tatsächlich immer wesentlich früher bremsen und geht dann sogar ein bisschen später aufs Gas. Also wir reden jetzt so, wenn ich das so erzähle, klingt das so, als würde er irgendwie so 200 Meter früher abbremsen. Das sind natürlich nur irgendwie ein paar Meter und auch ein paar Sekunden oder nicht einmal Sekunden, wo er später aufs Gas geht. Also wir reden da wirklich von ganz kleinen Unterschieden. Aber genau so kleine Unterschiede machen eben halt den grossen Unterschied aus. Dann. Und das Krasse ist eben das, dass man davon ausgeht im Moment, dass der Piastri das Auto wie überfährt. Also dass es eigentlich zu viel im Auto abverlangt und darum eigentlich schlechter fährt. Das ist so wie zum Beispiel, wenn man Cup fahren oder was auch immer, oder auch wenn er irgendwie so F1 spielt oder so. Er geht da immer mit so Power Steering wie Kurve rein, der Reifen werden richtig heiß. Dann nachher verlierst du einfach auch schnell einen Grip, weil die Reifen überhitzen. So Sachen zum Beispiel. Das ist auch, wenn du das Auto anfängst von überfahren oder auch den Reifen überfahrst. Und das sind alles so Sachen, wo man jetzt beim Piastri festgestellt hat. Und ob es da einfach ein bisschen nervenblank sind oder hat er einfach mit dem Auto im klarkommt oder das Auto vielleicht einfach mit seinem, also das Auto in Kombination mit seinem Fahrerstil plus Kombination Strecke, wo man muss fahren, vielleicht einfach nicht zu ihm passen. Das sind natürlich alles Möglichkeiten, oder? Es bleibt sicher spannend, wie es jetzt dann in Brasilien ist, weil Brasilien meint ich wieder eine Strecke, die ihm besser liegen könnte. Und ja, ich meine, die Chance ist immer noch für die Championship, es ist jetzt 1 Punkt Differenz, es bleibt hure spannend. Der Max ist ja auch noch da am hinten nachschauen irgendwo, also ich hoffe immer noch, dass es mal ein Double DNF gibt von beiden McLaren-Fahrern, dass der Max noch mal einen richtigen Satz nach vorne machen kann. Weil wenn der Max sieht, dass er noch etwa 2-3 Rennen hat und er hat jetzt noch die Möglichkeit, nein, noch, wie viel, warte jetzt, das ist Mexiko das 19. Rennen gewesen, das 20. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das wüsste ich jetzt gerade auch nicht, aber ich weiß, dass es noch 4 sind jetzt. Also du hast noch Brasilien, Katar, Las Vegas und Dings. Okay, dann war Brasilien Mexiko das 19. gewesen. Dann wäre Brasilien das 20. Rennen. Wenn der Max sieht, er kann das Ding noch holen, wird er wieder so einen geilen Fahrstil anwenden, wo einfach nur richtig die anderen voreinander nimmt. Und ich wollte es einfach sehen, wie er den Norris oder auch eben den Piastri voneinander nimmt. Weil wir haben es vorher schon auch wieder vor dem Podcast ein bisschen angesprochen untereinander. Ich bin ja lang immer der Meinung oder habe lange immer gesagt, so, ja, für mich ist der Norris jetzt nicht einer, der die Championship verdient hätte, weil er viele Fehler macht. Jetzt im Nachhinein muss man jetzt wieder sagen, die letzten paar Rennen hat er doch Progress gemacht. Und ja, also es ist jetzt nicht so, dass man sagen so, oh, jetzt absolut verdient, weil er ist komplett dominant gefahren und er ist komplett immer der bessere Fahrer von beiden McLaren-Fahrern, weil das würde ich immer noch nach wie vor so betiteln, dass der Piastri der bessere Fahrer ist von beiden zwei oder von diesen zwei in dieser Saison. Aber der Norris, der Piastri hat jetzt doch in den letzten paar Rennen recht abgegeben. Und für mich ist es schon so, dass ich halt einfach immer sage, ich will einfach, dass der Weltmeister wird, der halt einfach die ganze Saison auch, wirklich stark gefahren ist oder der bessere Fahrer halt schon mal war.
Und in dem Fall ist es halt einfach so, dass man muss sagen, der Max ist mit dieser Badewanne, wo er gefahren ist die ganze Zeit, einfach der beste Fahrer, also der beste Fahrer vom ganzen Feld. Und in meinen Augen der es am meisten verdient hat. Also wenn der das Ding holt, dann ist er absolut goated. Das kannst du sagen, was du willst. Also er ist jetzt schon mehr, also ist jetzt schon eigentlich nahe Legendenstatus mit seinem Fahrstil und alles, und wie er ist. Und was er so abseits von der Strecke noch macht. Aber das ist, wenn er das schafft, dann ist es wirklich Next Level. Das kannst wie fast nicht toppen. Es ist halt, das 21 hat er eigentlich schon fast nicht gewinnen und hat es doch irgendwie geschafft. Aber ich finde das noch kranker. Also so ein hohes Punktedefizit hat noch niemand wieder gut gemacht. Und ich habe es im letzten Podcast auch schon gesagt, mir ist schon fast egal jetzt, weil er so viel aufgeholt hat, wie viel er effektiv noch aufholt. Das ist so eine kranke Championship vom Verstappen. Und der Fakt, dass er auch vielleicht nur Zweiter noch werden, ist es so krank. Ja, und ich glaube, dein Punkt fasst eigentlich sehr gut zusammen, was ich generell auch davon halte. Also, ich habe mir schon immer gedacht, weißt du, Norris, ich habe den noch nie als... Oder es gibt so Championship-Kaliber-Fahrer. Und den Piastri habe ich jetzt eher immer als Championship-Kaliber-Fahrer gesehen als den Norris. Aber der Norris ist halt mit seiner Erfahrung und mit dem Speed, den er halt doch auch hat, dieses Jahr in meinen Augen der bessere Fahrer als der Piastri bis jetzt noch. Knapp in der Nummer. Piastri hat schon einen verdammt guten Run am Anfang vom Jahr gehabt. Aber wie du schon angesprochen hast, genau das macht es eben aus. Also noch zum Punkt mit dem Championship-Level-Fahrer. Wenn du schaust, gehen wir mal zurück zu 2009. Bevor der Button das Championship gewonnen hat, hast du gesagt, ja, Button ist schon ein Championship-Level-Driver. Ja, er ist schon gut gefahren. Da musst du ihm also schon lassen. Das ja. Halt einfach, aber also hast du bevor dieser Saison gedacht, ja, der wird mal Champion? Nein, er hat einfach Glück wegen dem Auto. Er hat aber eine sehr, sehr gute Saison gefahren. Also das wollte ich auch jetzt nicht gesagt haben in dem Sinn. Aber der Button ist in meinen Augen ein Fahrer, der eine Championship gewonnen hat, wo ich jetzt nicht unbedingt gesagt habe, ja, das ist Weltklasse, oder? Aber das gibt es halt einfach. Das ist Formel 1, wie es funktioniert. Aber wieso hat das funktioniert? Weil er trotz dem guten Auto über das ganze Jahr einfach auch performt hat. Barrichello hat genauso gut können Weltmeister werden, aber er ist dann eher gegen Ende Saison gut geworden, oder? Und wenn du das anschaust, der Piastri, und jeder Fahrer hat mal eine dunkle Phase im Jahr. Der Norris hat gut gestartet, hat eine dunkle Phase bekommen, fährt jetzt wieder gut. Der Piastri hat gut gestartet. Ich meine, da haben wir das zweite Rennen gewonnen, nachher dritte, vierte, fünfte Rennen gewonnen. Und es geht einfach weiter. Und jetzt hat er halt leider gegen Ende den dunklen Patch. Und ich hoffe einfach, dass er jetzt langsam aufhört für ihn. Wenn er die Championship wirklich noch gewinnen will, dann muss er jetzt wieder davon liefern. Aber für das hat er sich auch den Punktebuffer aufgebaut. Aber jetzt hast du einfach ein Problem, und das heisst Max Verstappen. Und wenn du bei dem die ganze Saison zurückschaust, dann würde ich sagen, er hat eine dunkle Phase gehabt. Und das war ein einziges Rennen in Spanien, wo er den Win wirklich weggehauen hat. Einfach mit viel zu aggressivem Fahren. Aber der Verstappen hat das dritte Rennen vom Jahr gewonnen, das 6., 7., 8. Rennen vom Jahr gewonnen. Und danach jetzt in den letzten 7 Rennen hat er 6-mal ein Podium reingeholt. Also, ja, du merkst einfach, der Verstappen hat einfach immer seine guten Rennen. Er hat sehr selten dunkle Phasen, wo es nicht funktioniert. Und wenn du dann noch ein Auto gibst, das funktioniert und deine Konkurrenz nicht mit upgradet hat, dann hast du genau das Resultat, das du jetzt hast. Nämlich, dass jedes zweite Wochenende, wo wir hier einen Podcast aufnehmen, wir irgendwie 20 Punkte weniger zum Leader von der Championship haben. Und ich gehe auch davon aus, dass das nach Katar wieder so wird sein. Also der nächste Podcast, den wir aufnehmen, werden wir darüber reden, wie der Verstappen nur noch ein Rennen muss gewinnen und dann ist er im Lead. Also gehe ich wirklich davon aus, so wie das jetzt momentan läuft. Aber ja, wie du schon angesprochen hast, Brasilien und Katar sind absolute McLaren-Rennen, weil McLaren sind schnell in schnellen Kurven. Aber Faktor Verstappen darf man halt gleich auch einfach nicht vergessen, so wie wir jetzt gesehen haben, die letzten paar Rennen. Das ist so. Ja, Dominanzrennen vom Verstappen.
USA noch zum Abschluss. Er hat Sprint Pole Code, Sprint Win Code, Race Pole Code, Race Win Code. Es hat ihm eigentlich nur die schnellste Runde gefällt für einen Grand Slam. Aber in meinen Augen, ich finde immer, die schnellste Runde ist Pipifax. In meinen Augen ist es ein Grand Slam, den er gemacht hat. Also absolut ein dominantes Wochenende. Genau. Yes. Ja, vom einen dominanten Wochenende ins andere. Aber ausnahmsweise mal der Lando Norris, der das dominiert hat. Was wir über sein Rennen halten oder über sein Wochenende, können wir dann ganz am Schluss noch sprechen, weil gestartet hat das mal, wie Mexiko halt gerne startet, mit einem sehr interessanten FP1-Line-Up. Wir haben dieses Jahr ganze 9 Rookies gehabt. Ich möchte mich nicht erinnern, wenn wir das letzte Mal hatten. Mexiko ist ja mittlerweile so ein bisschen ein Testing Ground geworden. Wieso? Es ist gegen Ende Jahr. Die meisten müssen nicht mehr so viel kämpfen. Plus aus Mexiko kannst du nicht so viele Daten herauslesen für den Rest der Saison, weil es halt so hoch oben ist. Was ist 3200 Meter über Meeres? Ich glaube, es noch etwas mehr als 2000. Also 3000 wäre schon kein Befehl. Es ist ein bisschen mehr als 2000 Meter. Irgend so etwas. Ja, ich mache immer ein Durcheinander. Aber es ist auf jeden Fall sehr hoch oben. Und wegen dem tut man das lieber jetzt mittlerweile brauchen. Das hat sich so ein bisschen etabliert in den letzten paar Jahren. Zum schauen, wie gut performen die Rookies im Vergleich zum Vorjahr. Und Rookies, interessantes Wort für Leute wie ein Pato O'Ward zum Beispiel, der jetzt doch schon etwa den 5. Mal so fahren konnte. Der ist selber auch schon gegen die 30 zu. Dann haben wir Antonio Fuoco dabei gehabt. Sehr interessant, dass der erst jetzt sein Debüt macht. Der ist, glaube ich, auch 29. Für die ihn nicht kennen, der ist bis vor etwa 5 Jahren in der Formel 2 gefahren. Eigentlich immer relativ gut, aber der hat viel zu lange in der Formel 2 gefahren. Ohne grosse Championship Ambitions. Hat aber dafür, ich glaube, jetzt schon 2 Mal mit dem Giovinazzi zusammen Le Mans gewonnen, wenn es mich nicht täuscht. Also ist wirklich ein sehr guter Fahrer. Mercedes hat den Frederik Vesti reingetan, der immer einen guten Eindruck gemacht. Der ist jetzt auch in der IndyCar. Aston Martin hat neu den Crawford von der Williams-Familie aufgenommen, der zum ersten Mal fahren. Der Browning ist für Williams gefahren. Lindblad mit einem sehr, sehr guten FP1-Resultat. Das war, glaube ich, P6 oder 7 oder so. Für Red Bull gefahren, glaube ich. Ja, für Red Bull. Der Iwasa wieder mal für V-Carb. Dann haben wir noch den Hirakawa für Haas und den Paul Aaron für Alpine. Beim Aaron hat es wieder so ein bisschen Munklereien gegeben, ob er den Sitz gegenüber dem Colapinto bekommt. Jetzt anscheinend ist ja schon relativ klar, dass der Colapinto doch den 26er Sitz bekommt, aber der Paul Aaron ist schon, ich sage jetzt mal, die grösste Gefahr für den Colapinto. Aber ich glaube, nächstes Jahr ist gut, wenn nicht unbedingt einen Rookie nimmst. Vielleicht sonst Mitte Jahr oder so, wenn es gar nicht läuft. Aber ja, Paul Aaron hat auch gutes FP1 gehabt. So viel dazu. Einfach interessante Inputs, aber im Auge behalten müsst ihr eigentlich nur der Lindblad und der Paul Aaron. Alle anderen sind sehr unlikely, dass sie jemals werden Formel 1 fahren. Nachher, nach dem FP1, ist eigentlich nicht mehr viel Spannendes passiert bis zum Quali, wo dann der Lando mit einer Gap von 0,262 in meinen Augen sein bestes Quali gefahren ist. Weil ein Leclerc hat wirklich auch eine sehr, sehr gute Lap eigentlich gefahren und trotzdem ist er 0,262 Sekunden mit einer Gap voraus gewesen. Sehr, sehr stabil und ich sehe auch nicht viel Verbesserungspotenzial in dieser Runde, die er gemacht hat. Also dort wirklich starke Leistung vom Lando, wo ich sagen muss, hätte ich nicht erwartet nach einer ganz langen Verstappen-Quali-Siegesstrange. Ja gut, irgendwann muss es natürlich auch mal brechen beim Verstappen. Und man ist ja ein bisschen davon ausgegangen, dass dass Mexiko wahrscheinlich nicht gerade so im Red Bull sein Gebiet wird sein. Aber es ist natürlich schon sehr, sehr stronge Leistung vom Norris, dass also wie er gefahren ist über das ganze Wochenende rein, das muss man schon anlassen. Das ist wirklich, für ihn selber ist wahrscheinlich schon nahezu perfekt gewesen, wenn nicht sogar perfekt gewesen. Aber ja, er hat ja eigentlich im Qualifying seinen ersten Run ein bisschen verkackt gehabt. Sein zweiter Run ist dann nachher gut gewesen.
Und dann nachher ist ja das noch ein bisschen thematisiert worden, dass er ja angefangen hat, im Qualifying seine Delta-Zeit auszuschalten. Jetzt für die nicht wissen, was eine Delta-Zeit ist, die zeigt einem eigentlich immer aktuell an, wo man verloren hat und wo man gewonnen hat. Also es ist eigentlich immer eine Zeit, die einem anzeigt auf dem Lenkrad. Es steht da zum Beispiel einfach minus 0,25, sagen wir jetzt einmal. Das heisst, du bist 0,25 Sekunden schneller aktuell als deine vorherige Zeit. Und wenn du ein Plus hast, bist du langsamer. Und das kann natürlich einmal ein bisschen unter Druck setzen. Es ist aber auch mega hilfreich, dass man weiss, okay, da bin ich jetzt falsch gefahren oder muss eine andere Linie machen oder anders nie gehen, dass ich das nächste Mal in der nächsten Runde schneller dort durchkomme. Und der Lando hat das anscheinend eben ausgeschaltet, weil es ihn zu fest ablenken und ihn unter Druck setzen. Und ja, von dem her wahrscheinlich hilft das auch. Oder vielleicht tut es ihm gut, wenn er nicht weiss, wo er genau ist. Er war auch sehr schnell gewesen, schlussendlich im Qualifying. Ja, also ich glaube, gerade bei Mexiko macht das so etwas schon noch Sinn, weil ich finde Delta-Zeit immer schwierig, wenn du einen Sektor hast, der extrem auf den Flow vom ganzen Sektor eigentlich entschieden wird. Und das ist ja beim Mittelsektor extrem bei Mexiko, der erste und der dritte. Vor allem der dritte schon noch ein bisschen, aber der erste eigentlich gar nicht. Im ersten fährst du einfach geradeaus, machst eine Zwischenkan und dann fährst du wieder geradeaus. Von dem her, nein, verstehe ich. Also so extrem flowy Rennen bringt dem mit Delta vielleicht nicht immer unbedingt etwas. Weil dann startest du vielleicht mal mit plus 2 Zehntel in einen Sektor und nachher minus 2 Zehntel, weil du halt irgendwo Zeit rausgeholt hast, die du nicht erwartet hast und dann weisst du vielleicht nicht wo. Ja, aber ja, jedem das seine, gell? Er soll so fahren, wie es ihm etwas bringt und anscheinend bringt ihm das definitiv etwas. Ja. Ja, in Mexiko, das haben wir zwar vorhin schon fast ganz abgehakt. Wieder hinten am Feld haben wir noch den Tsunoda gehabt, wo doch so knapp um Punkte gekämpft hat. Er hat den Oscar Piastri können aufhalten und ich glaube, das hat ein bisschen dazu geführt, dass wir jetzt eben doch noch nicht nach Mexiko entscheiden, ob jetzt Tsunoda den Sitz bekommt oder nicht, weil er an und für sich für die Championship halt einen guten Einfluss gemacht hat. Weil ich würde jetzt fast sagen, der Oscar hätte mehr Schaden können anrichten, wenn der Tsunoda ihn nicht doch etwa 4-5 Runden hat können aufhalten. Im Feed sieht es so aus, oder hat es so ausgesehen, als ob der Piastri hinter ihn gekommen ist und er sofort überholt hat, aber es täuscht. Also er hat ihn doch etwa 4-5 Runden, 6 Runden können aufhalten, wo dann halt seine Pitstop-Strategy ein bisschen gefoppelt hat. Aber da sind wir eigentlich schon wieder beim brennenden Punkt. Piastri wieder mit einem schlechten Qualifying deutlich hinten. Und das hat nachher dazu geführt, dass man im ganzen Rennen zuschauen konnte, schafft es der Oscar Piastri überhaupt, den Championship Lead zu behalten nach dem Rennen. Mittlerweile wissen wir es, nein. Ja, ich glaube, da können wir das Thema noch ein bisschen anschneiden. Ist das einfach langsam zu viel im Piastri? Der ganze Championship-Fight, hat er wirklich einfach zu wenig Erfahrung? Weil es ist jetzt wirklich einfach, ja, langsam an der Zeit, dass er wieder performt. Und Mexiko hat er wieder müssen performen. Schön hat er einen Puffer gehabt, aber der Puffer ist jetzt weg. Also ab jetzt ist jeder Punkt, wo er nicht, oder jedes Rennen, wo er nicht vor dem Norris und dem Verstappen ist extrem gefährlich für seine Championship Ambitions. Gut, die Frage ist halt einfach, braucht er genau den Pressure, weißt, dass er halt einfach, wenn er weiss, okay, jetzt Norris ist da oder jetzt wieder vorbei, jetzt muss ich wieder mehr leisten, weißt, vielleicht braucht er auch das, dass er besser fährt. Oder ist es wirklich, ja, wie du jetzt gerade gesagt hast, ist es einfach so, dass er einfach ein bisschen zu viel Druck hat, weil er halt relativ jung ist, respektive noch nicht lange in der Formel 1 mit dabei ist. Who knows, ist schwierig zu sagen. Ich glaube, es hat einfach, dass vielleicht auch ein bisschen eine Kombination aus beidem könnte sein oder braucht. Wir werden es jetzt sicher sehen in Brasilien, aber eben, wie wir schon vorher das Ganze angesprochen haben, ich kann mir schon vorstellen, dass es halt einfach daran liegt, weil er halt einfach vielleicht jetzt noch zu jung ist, vielleicht eben seine erste wirkliche WM-Fight ist, weil letztes Jahr ja nicht dabei war. Ja, mal schauen. Ich denke, also wenn es jetzt das Jahr nicht packen würde, wäre sicher das nächste Jahr ein heißer Kandidat, wieder wenn das Auto gut ist. Weil ich glaube, er ist sicher einer, der aus seinen Fehlern lernt und ja,
im neuen Jahr dann wird neu angreifen. Dann. Aber eben, schwierig zu sagen. Aber ich denke, es liegt einfach daran, weil er noch ein bisschen wie zu wenig Erfahrung hat, glaube ich. Weil es ist halt schon so, dass die heutige Formel 1 nicht mehr so ist wie früher, dass du irgendwie so ein Jahr fahrst und nachher bist voll dabei oder so, du bist kein Rookie mehr. Ich glaube, es ist eben mit allem, was du inzwischen kannst machen, an deinem Auto, an Einstellungen und dieses und jenes, und dann musst du vielleicht nur auf einer Strecke fahren, die das letzte Jahr gepisst hat, und dann kommst du her und dann ist es trocken, das ist ja auch wieder komplett eine andere Bedingung. Du kannst so viel im Simulator üben und du wie du willst, das ist ja dann schlussendlich gleich wieder nicht das Gleiche mit den G-Kräften und alles. Ich glaube, du brauchst halt schon auch 2, 3 Jahre, bis halt wirklich voll drin bist. Also ich denke jetzt, wenn das nächste Jahr, wenn er immer noch so Tiefphasen hat oder so Phasen hat, wo er wirklich schlecht fährt, dann wird es wahrscheinlich schon irgendetwas anderes sein. Aber sonst glaube ich einfach, wird es halt einfach sein, bis halt wirklich mal richtig ankommen ist in der Formel 1. Absolut, absolut. Und dann ist halt einfach die Frage, ja, oder ich sage, es kann immer überschwappen. Gell? Du kannst eine gewisse Jungfräulichkeit noch haben in einem dritten Rennjahr, wo dir extrem helfen kann. Es kann aber irgendwann schon umschwappen, wie es in meinen Augen zum Beispiel beim Ricciardo passiert ist, wo dann dir einfach zu viel Gedanken von machen. Und ich hoffe, dass das eben nicht zu viel Gedanken machen über alles jetzt im Piastri auch ein bisschen helfen wird. Ich glaube eben, dass wenn er muss jagen, er ein besserer Fahrer ist. Und vielleicht hat er sich einfach zu wohl gefühlt, zu viel Gedanken gemacht, was mache ich richtig, was mache ich falsch in den letzten paar Rennen. Und er muss jetzt einfach die Kaltschnäuzigkeit von einem jungen, frischen Formel-1-Fahrer, wo man halt hat, oder? Dass man manchmal auch ein bisschen aggressiv ist, muss er unbedingt mitnehmen und halt kombinieren mit dem, was er in den ersten 2 Jahren schon gelernt hat. Oder? Ich meine, Katar zum Beispiel ist ein Rennen, wo er sehr, sehr gut performt hat, in beiden Jahren eigentlich, wo er gefahren ist, bis jetzt. Und er muss jetzt das, was er von den vorjährigen Jahren gelernt hat, mitnehmen und einfach kombinieren mit einer Kaltschnäuzigkeit, wie er sie vor allem am Anfang des Jahres gezeigt hat. Also, ich habe wirklich das Gefühl, dass wir ab jetzt ein bisschen neuere Piastri werden sehen. Und falls das nicht der Fall ist in Brasilien, dann wird es einfach nur noch ein Zwei-Weg-Championship-Fight zwischen Norris und dem Verstappen, weil es ist allerhöchste Eisenbahn. Und ich hoffe es für ihn, dass ihm das etwas hilft. Aber ja, ich habe es ein bisschen vorgegriffen mit dem Oscar, weil halt er schlussendlich nicht wirklich noch ein spannendes Rennen hatte als das. Also ich meine, sein ganzes Rennen war er hinter dem Mercedes stuck gewesen. Gut, darf ich noch schnell etwas einwerfen? Wegen Piastri und so. Ich glaube, es hat einfach, was halt bei Piastri auch noch das Problem ist halt das Team. Gerade die ganze Geschichte eben McLaren mit, ja, wir sind alle Freunde und haben uns alle an der Hand und gehen wahrscheinlich alle zusammen schlafen miteinander, was auch immer. Ich glaube, es spielt halt einfach auch noch eine riesige Rolle. Ich meine, klar, eben, du kannst kaltschnäuzig sein und alles drum und dran, das musst du auch gewiss weit einfach auch sein in der Formel 1. Das ist halt einfach die gewisse Grundaggressivität, die du musst halt haben, finde ich persönlich. Wo jetzt halt einfach der Piastri irgendwie nicht macht oder irgendwie gebunden ist, vielleicht auch durch den Vertrag. Wir wissen ja nicht, was genau Vertrag als festgelegt ist. Ich finde halt einfach, ich meine, das ist ja gerade nach Dings so schwer diskutiert worden, eben Berner vorbeigelassen hätte dort bei dem Pitstop der Norris. Alle haben eigentlich gesagt, nein, also der Verstappen hat gesagt, nein, würde er nie machen. Ich glaube es einfach, wo war jetzt das gewesen? Wo das auch nochmal so ein bisschen diskutiert wurde, ich glaube es auch, jetzt ist es nach den USA gewesen. Irgendwo war schon noch so ein Rennen gewesen, wo das auch nochmal so diskutiert wurde, dass ja Singapur hat ja der Norris ja der Dings Deutsch gehabt. Und jetzt geheißen, also der Piastri Deutsch gehabt. Jetzt geheißen, ja, es wird Konsequenzen haben, aber einfach wird intern geregelt. Und jetzt ist ja herausgekommen, dass es gar keine Konsequenzen gibt. Und darum muss man halt einfach dann schon auch wieder sagen, so, ja, wieso lange ihm das dann einfach nicht zu sagen, so, hey, ich gebe einen Fick auf euch, ich mache jetzt einfach mein Ding. Er ist irgendwie immer noch recht, weißt du, so ein bisschen als Team gebunden, denkt es. Ich ein bisschen naiv. Ja, also, ja, schon naiv, kann man schon auch sagen. Schwierig zu beschreiben. Also ich denke halt einfach, das Team ist ja schon auch wichtig, aber dein eigener Arsch ist auch wichtig. Und ich finde halt einfach, dass das Team sich zu fest in den Championship einmischt. Weil, schau mal, Rosberg, Hamilton, das hat einfach geheißen bei diesen zwei, hey, schaut,
fahrt euch einfach nicht in die Kiste, wenn ihr selber einen Schaden macht gegeneinander, dann müsst ihr es zahlen. Aber sonst feel free. Und ich denke so, ja, lass ihn doch vorbei, weißt du, es ist unser Fall, dass er einen schlechten Pitstop hat und ja, das und dieses und da denke ich mir also, Kollegen, was soll der Scheiß, Mann? Mischt euch doch nicht so ein, weißt du, und vor allem eben, dass auch der Punkt, dass man sagt so, gut, sie haben jetzt nie so wirklich die Dings gehabt, dass sie müssen wirklich einen Fahrer priorisieren, weil sie haben immer teamintern eigentlich WM gekämpft haben. Der Verstappen ist ja noch ein bisschen weg gewesen, aber jetzt kommt er ja auch. Aber gleich, ich sehe es kommen, irgendwie so in 2 Rennen, wenn der Max ganz neu dran ist und der Piastri ein paar Punkte weg ist, heisst ja, jetzt müssen wir unseren Fokus auf den Norris legen, dass er noch die Championship gewinnt. Ich sehe es 100 Pro, und dann noch so weit. So. Ja, aber das umfasst eigentlich, glaube ich, ziemlich gut, eben, wie auch sein Rennen war, welche Attitüde er momentan an den Tag legt. Und eben, es war nicht viel spannender als das bei ihm. Wir hatten die ganze Spannung vorher gehabt, das dafür ab Lap 1. Also ich muss sagen, ich habe die längste Zeit, okay, es war klar gewesen, dass der Lando wird gewinnen, aber ich habe nicht gewusst, wer Platz 2, Platz 3, Platz 4, Platz 5 wird belegen von dem Rennen. Der erste oder der Auftakt eigentlich, wo wir zu dem Rennen hatten, war unglaublich gewesen. Also 4 wide into Turn 1 und da muss ich jetzt mal auch wieder Chapeau sagen am Norris gegen 3 Leute gut verteidigt und einfach ganz klar sich aus dieser Sache rausgenommen. Es hätte viel wüster kommen können, weil sie wirklich 4 wide in Turn 1 reingehen. Leclerc, Hamilton, unglaublich aggressiv, beide. Finde ich auch fair enough. Dass der Hamilton dort den Move versucht, dass der Leclerc aber nachher den Hamilton regelrecht eigentlich in Rasen rausdrückt, ist ein bisschen grob. Aber ist halt einfach der Base, den die beiden Fahrer haben. Und dann Verstappen, der auf der Curve dieser Weg muss bremsen, dass der linke vordere Reifen sich komplett lockt, nachher aussen rumgeht. Richtig geil gewesen zum Zuschauen. Also so für einen Turn 1 sehr, sehr spannend. Einer der besten Turn 1 eigentlich, die wir hatten das Jahr in meinen Augen. Aber ja, sehr interessant nachher auch, wie das weitergegangen ist. Hamilton hat ja ein paar Plätze dann wieder zurückgegeben. Verstappen ist ja aussen rum. Muss ich aber sagen, haben in meinen Augen die Fahrer untereinander sehr gut miteinander eigentlich geregelt, wie die Reihenfolge sein sollte. Also finde ich gut, dass dort eigentlich no further investigation über all die Incidents von Lap 1 waren. Ich finde, alle Fahrer haben da eigentlich sehr gut eingebracht. Und ja, schlussendlich hat ja das nur im Norris einen Vorteil gebracht, oder? Genau. Ja, es war sehr fair gewesen, vor allem, ja. Das Ganze. Also eben der profitiert hat, war der Norris gewesen, weil er hat sich eben aus dem ganzen Schlamassel aushalten. Aber ja, also da, wo natürlich mega rausgestochen ist, der Max, der einfach mal gemeint hat, jetzt gehen wir mal ein bisschen Offroad fahren. Und der Karren nicht in die Wand gesetzt hat. Ich meine, beim Rasen hat die Autos eigentlich einen Null-Grip und er hat das irgendwie können managen, dass das also, wirklich knapp ich würde sagen, die meisten anderen Fahrer wären in die Bande rein, würde ich sagen. Wahrscheinlich schon, ja. Also der Max hat es wirklich sehr stark gemacht wieder. Und es war wirklich geil zum Zuschauen. Und ja, es ist einfach Turn-1-Getümmel in Mexiko ist wirklich immer geil. Da passiert schon immer etwas, weil halt, du hast ja gesehen dort, weißt, am Start, so der Hamilton war ja im Windschatten, glaube ich, vom wer ist jetzt das, glaube ich, vom Norris? Vom Leclerc, also Norris und dann also der Leclerc war ja links von ihm. Habe ich gemeint, also ist ja, in Turn 1 ist ja Norris, Hamilton, Leclerc und dann nachher der Verstappen gsi. Habe ich gemeint, oder bin ich falsch? Ich habe gemeint, es war die Reihenfolge. Es sind 2 Ferraris, habe ich gemeint. Und das hat... Ich muss jetzt einmal schnell so... ja, ich habe gemeint, es ist anders. Man kann gemeint, Leclerc ist... also Norris, Leclerc, Hamilton, Verstappen... Weil... Der Hamilton ist ja eben im Windschatten, da habe ich das Bild. Genau. Also es ist... es ist also wenn du jetzt von vorne schaust, also das ist Norris, dann ist Leclerc, dann der Hamilton, dann der Verstappen. So war es. Nein, aber nachher Forward into Turn 1 nicht. Nein. Nein. Als wir Turn 1 sind, hat es sich eben geswitcht, weil der Hamilton halt sich den Platz einfach geschnappt hat. Genau wie du sagst, mit dem Windschatten vom Norris. Und dann hat er halt den Leclerc relativ rausgedrückt, was nachher der Verstappen auf den Curb gefetzt hat. Ich finde es eben geil auf der Onboard. Es ist einfach nur, wie der Hamilton das Gas muss lüpfen, weil er sonst im Norris in die Kiste reinfährt. Der Windschatten-Effekt ist so brutal dort drauf. Ja.
Und es war wirklich eine sehr, sehr geile Szene dort. Und ja, darum eben dort, wo der Verstappen Offroad gefahren ist, krass. Nachher hat es halt eben ganz Le Bon hat's ein richtiges Getümmel gegeben. Also das Wunder hat es nicht irgendwie eine grosse Kollision gegeben. Ja, vor allem zwischen Hamilton und Verstappen, die sind sich ja Millimeter näher gewesen, in die erste Stadion-Section dort. Genau, und dann hat es in der gleichen kleinen Rangelerei gegeben zwischen Hamilton und Verstappen, wo der Hamilton nachher musste, eigentlich den Notausgang nehmen und dann ist er eben nicht korrekt wieder auf die Strecke gekommen. Er hat ja dort dann nachher, ist er über den Rasen reingefahren, statt auf dem teerten Teil wieder retour zu fahren, und da hat er ja dann für das eine Strafe bekommen. Es hat nachher auch Diskussionen gegeben, Ich grätsche rein. Die Investigation von wegen not following race director's instruction ist actually no further investigation gewesen, das Resultat. Er hat effektiv für leaving the track and gaining an advantage. Also sie haben nicht unbedingt das Problem gehabt, dass er die Strecke nicht richtig genommen hat, sondern mehr, wie viel Zeit er gewonnen hat. Es waren 2,5 Sekunden, die er gewonnen hat durch den Rasen durchfahren. Aber sag ruhig die Punkt fertig. Ich wollte nachher schnell zurückrudern zum ersten Incident überhaupt zwischen den beiden. Also ich finde, dass die Strafe ist, also in meinen Augen ist sie gerechtfertigt, das wollte ich einfach sagen. Also dass er für das ein Penalty bekommt. Aber wenn er gained hat, dann ist es ja klar. Also dann gibt es ja kein Pardon. Auch wenn es um irgendwie eine halbe Sekunde wäre, dann ist es halt einfach so, gibt es halt ein Penalty. Ja, also ich sage, für die Hamilton-Penalty bin ich auch ganz d'accord. Dort hat er zu wenig versucht, sich einen Vorteil daraus zu schaffen. Das klingt behindert, aber er hat genau gewusst, was er macht. Und er hat genau gewusst, hey, ich nehme jetzt die Penalty in Kauf. Ich habe es noch ein bisschen interessant gefunden, dass es ein 10-Sekunden-Penalty ist. In meinen Augen ist leaving the track and gaining an advantage in der Regel ein 5-Sekunden-Penalty. Wobei sie vielleicht auch das mal einfach geschaut haben, ja, wie viel Zeit hat er gewonnen. Wenn sie natürlich sagen 2,5 Sekunden, gibt es vielleicht irgendwo ein Threshold, wo man sagt, oder das gibt einen 10, das gibt einen 5. Das weiss ich jetzt nicht. Muss ich in der Grätsche 5 Sekunden Penalties gibt es ja eigentlich nicht mehr. Ja, das stimmt auch wieder. Ja. Weil Dings ist eben das, was sie jetzt gemacht haben, dass wenn jetzt du ein DNF machst oder so, verfällt ja deine Strafe eigentlich. Wegen diesen 5 Sekunden. Du kannst ja nachher nicht mehr Grid-Penalty bekommen, sondern erst ab 10 Sekunden gibt es eine Grid-Penalty. Oder wird ja dann umgewandelt in Grid-Penalty. Wegen dem darum geben sie jetzt immer gerade 10 Sekunden Penalties, weil auch so der Strafeffekt ja viel grösser ist. Weil früher hat es immer 5 Sekunden gegeben, dann haben sie einfach die 5 Sekunden rausgefahren. 10 Sekunden sind halt schwieriger zum Rausfahren. Das ist so, ja. Also in dem Sinne wirst du halt automatisch mehr bestraft für eine klare Offense. Das soll dann einfach in meinen Augen auch fair sein für alle. Mein Ding ist, ich habe mit dem, was überhaupt angefangen hat, ein bisschen Mühe. Ich bin ja grundsätzlich schon Verstappen-Fan, aber ich kann ihn nicht in allem verteidigen. Und ich finde, okay, das Regelwerk ist, das haben wir vorhin schon bei USA besprochen, Car alongside on the Apex, dann darfst du machen, was du willst, die Strecke gehört dir. Aber in meinen Augen jetzt ganz klar durch die Berührung, die wir hatten, wobei, da muss ich sagen, ist der Hamilton schon auch ein Fuchs. Wir hatten schon ein paar Szenen gehabt, wo der Hamilton auch natürlich eine Berührung forciert, dass er kann sagen, he pushed me off the track oder he crashed into me deliberately. Und das ist halt passiert, oder? Du hast den Verstappen, der auch Spot reinbremst, wo im Hamilton eigentlich nicht genug Platz gibt, um noch aussen rumzufahren. Der Hamilton muss bremsen, da sind wir wieder bei Monza 21, oder? Hamilton muss bremsen, damit es keinen Crash gibt, und es passiert. Aber der Verstappen fährt schlussendlich im Hamilton in die Zeiten. Und ich persönlich habe es ein bisschen krass gefunden, dass man das so einfach weggebrusht hat. Also ich habe eigentlich für Verstappen sein Überholmanöver, wie heisst die Investigation, dass man einen Crash macht? Ja, spielt nicht so eine Rolle. Aber ich habe jedenfalls so eine Investigation erwartet, dass er für das mindestens so um 5 oder dementsprechend jetzt 10 Sekunden Strafe sollte bekommen. Habe ich das Gefühl gehabt, ist der Hamilton ein bisschen benachteiligt wurde durch das. Also ich wollte jetzt nicht sagen, hey, sie präferieren Fahrer oder etwas, aber ich finde, der Verstappen hat für das genauso gut auch eine Strafe bekommen. Aber du siehst es einfach nicht ganz so, wenn dich das... Nein, also ich finde halt einfach, dass es halt einfach auch wieder hartes Racing war und du weißt halt einfach auch,
was der Max halt einfach noch zu erreichen will, oder noch, was er halt einfach noch. Ich meine, bei ihm geht es noch eindeutig um Championship, oder? Und dann nachher musst du halt einfach auch einen harten Fahrstil nochmal anlegen. Und ich glaube, auch die Stewards sind inzwischen schon recht sensibel geworden, was so das anbelangt. Wenn es eben um Championship geht, heisst es dann einfach so, ja, sie wollen dann wieder einbremsen, oder eben so der British Bias, der kommt wieder, weil der Norris am Gewinnen ist und so. Weil, du musst eben so Zeug auch wieder im Hinterkopf haben. Und ich glaube, also es klingt jetzt blöd, eigentlich sollte es ja nicht so sein, es sollte ja neutral immer beurteilt werden. Aber ich glaube, halt, sie können sich das teilweise wie einfach auch nicht mehr erlauben. Ja, das ist schon wahr, aber das darf natürlich wirklich keinen Einfluss nehmen auf was auf der Strecke entschieden wird, weil am Ende geht es um Sport und nicht um Entertainment. Aber ja da sind wir eben ein bisschen falsch mit Amerika unterwegs. Ja, definitiv. Definitiv, ja. Aber so viel dazu. Ich finde, der Verstappen hat für das wirklich auch einen 10-Sekunden-Penalty bekommen. Ich finde aber 10-Sekunden-Penalty für Hamilton dort auch völlig fair. Und da sind wir wieder beim Punkt, wo ich in Baku gesagt habe, you do me and I do you, oder? Also, man ist frech zueinander. Beide haben einen Nachteil oder benachteiligt durch das. Hat es jetzt wirklich noch eine Strafe gebraucht? Nicht unbedingt. Der Verstappen hat den Hamilton wieder eingeholt. Nicht zuletzt wegen der Strategie, aber Strategie kommen wir nachher noch darauf zu sprechen. Race Direction hat sehr viel zu tun gehabt, das Rennen. Sehr viele Incidents eben in diesen ersten 10 Runden, die sie müssen anschauen mussten. Alonso zum Beispiel hat auch Frontflügelschaden gehabt. Interessant, wie er nicht unbedingt einen Wechsel hat gebraucht. Sainz zum Beispiel hat auch noch einen Penalty bekommen. Dort war aber interessant gewesen. Ich weiss nicht genau, ob du dort etwas mitbekommst, was jetzt effektiv das Problem war. Aber irgendetwas ist wahrscheinlich mit seinem Pit-Limiter oder etwas kaputt gewesen, wo er gesagt hat, sein Auto gumpet in der Pitlane. Das ist natürlich nicht so geil. Und ich glaube, durch das Gumpen hat er dann halt ein paar Mal Mindestgeschwindigkeit überschritten. Und wegen dem hat er ein Penalty bekommen. Ich weiss aber nicht, ob du irgendwie mitbekommen hast, technische Aspekte, was passiert ist. Hast du irgendetwas gehört? Nein, keine Ahnung. Okay. Wird wahrscheinlich wirklich einfach irgendwie ein technisches Problem gewesen sein, dass der Pit-Limiter wie nicht richtig reingegangen ist. Weil ich meinte, die Fahrer tun den Limiter rein und dann geben sie Vollgas. Also es ist nicht so, dass sie irgendwie nur das Gas so leicht streichen. Also das ist so wie, ich meine, beim Auto gibt es ja heute auch, kannst du auch Limiter rein, du kannst sagen, ich will nicht schneller als 30 fahren, und dann gibst du Vollgas und das Auto beschränkt einfach nur bis 30, aber die werden elektronisch abgeregelt. Und das wird ja dort genau gleich aussehen und wahrscheinlich hat der wie nicht funktioniert oder es hat immer wie raus, wieder rein, die ganze Zeit so, und darum hat er wahrscheinlich so dann die Geschwindigkeit überschritten und durch das hat er eben dann den Penalty bekommen. Ja, es kommt auch darauf an, wie das System funktioniert. Gell? Ich denke, da ist wahrscheinlich auch nicht standardisiert, nehme ich einmal an. Und wenn natürlich das System sagt, hey, der kann Gas geben bis 79 und dann fangen wir von innen bremsen, weil dann hast du noch ein bisschen Spatzung zu 80 km/h. Da hast du natürlich auch das Problem, dass er vielleicht immer wieder bremst. Wäre nicht so ein gutes System, als wenn das Auto wirklich einfach effektiv nur bis dorthin kann beschleunigen und es irgendwie anders geregelt wird. Aber ich glaube, da sind wir beide zu wenig technisch visiert oder wir haben uns auch nicht in das jetzt reingelesen, was effektiv passiert ist. Es kann ja schlussendlich vielleicht auch etwas mit der Transmission sein, die die Übertragung nicht gut macht oder so. Ja, aber in meinen Augen auch da, es ist nicht ein einziger Fehler. Es ist halt schade, aber da kommst du nicht drum herum. Da musst du einfach einen Penalty geben, wenn er die 80 oder 60 km/h, ja, glaube ich, in Mexiko überschritten hat. Ja, wer das Rennen aber auch viel zu tun hatte, war der Race Engineer von Russell. Ich glaube, so hässlich habe ich den Russell schon lange nicht mehr oder vielleicht sogar noch gar nie gehört. Aber ich muss sagen, ich verstehe seinen Anger, aber da bin ich jetzt zweigespalten. Es ist schwierig zu sagen. Der Russell hat ein paar Runden hinter dem Antonelli verloren. Für so laut, wie er aber geworden ist, hat er nachher viel zu wenig performt, nachdem sie endlich den Platz gewechselt haben. Also da hat schon deutlich mehr sollen kommen vom Russell. Aber dann kann man wiederum sagen, ja, man hat ihn aber zu lange hinter ihm gelassen und die Reifen sind zu heiß geworden, die Bremsen sind zu heiß geworden. Aber der Russell hat effektiv nichts ausmachen und hat nachher halt im Antonelli, ja, Plattform weggenommen, sich anständig gegen den Oscar zu verteidigen, indem er außerhalb vom DRS war. Also ich habe das Gefühl, der Russell hat nach dem Rennen doch einiges zu erklären gehabt, wieso er sich derwegen lauthals gegen Teamentscheidung wehrt.
Weil die werden sich schon überlegt haben, wieso dass sie die Reihenfolge behalten von ihnen. Ja, und wird wahrscheinlich nicht so viele Argumente gehabt haben, wieso er dann nachher doch nicht so schnell war. Was haltest du von dieser ganzen Situation? Ja, ich glaube auch, dass es halt hauptsächlich daran gelegen ist, weil sie nicht zu lange hinter dem Antonelli gelassen haben. Ich glaube, sie haben noch viel früher vorgenommen, die wäre vielleicht schon noch mal etwas mitgegangen, weil gell, der Reifenverschleiß ist dann halt schon noch mal ein bisschen grösser gewesen. Die ganze Zeit hinter dem Antonelli. Aber ich musste schon lachen, auch wie der Russell am Ausrasten war. Ist eigentlich dort, kann man schon fast sagen, hinter dem Antonelli. Aber nachher haben sie es ja getauscht und dann können sie sogar auch wieder fair zurücktauschen. Also das hat dann auch geklappt. Also von dem her muss man wirklich sagen, trotzdem, dass es nicht so gelaufen ist, wie der Russell sich das vorgestellt hat, ist es sehr fair gewesen, nachher wieder gegen Schluss. Also das muss man ihm schon lassen, im Russell. Ja, also kannst du halt einfach auch nicht bringen, gell? Also wenn du schon verantwortlich dafür bist, dass der Oscar nicht noch länger kannst aufhalten kannst du nachher nicht noch irgendeinen Scheiß bringen und den Platz nicht zurückgeben. Zudem muss ich wirklich sagen, der Antonelli hat das Wochenende wirklich eine sehr gute Pace gehabt. Ich meine, der hat auch mögen mithalten mit dem Russell und es war schlichtweg einfach unfair gewesen. Also der Russell ist ja nicht irgendwie 10 Sekunden vor ihm gewesen und er hat die 10 Sekunden wieder müssen aufgeben, um ihm den Platz zu geben. Er ist immer noch irgendwie innerhalb von 2-3 Sekunden geblieben. Das ist 2-3 Sekunden Gap ist immer noch immer so eine Management Gap. Oder die Behalte ist einfach, dass halt deine Reifen nicht noch mehr schliessest. Also muss ich wirklich sagen, eines von der besseren Rennen vom Antonelli. Und es wär mega unfair gewesen, wenn er jetzt den Platz nicht zurückbekommen hat. Genau. Ja, das ist so, ja. Wer auch ein richtig geiles Rennen hatte, ist der Ollie Bearman. Dort hat man in dem Zeitpunkt, wo wir jetzt so das, wenn wir das chronologisch anschauen, wo wir das mit dem Russell und dem Antonelli hatten, ist er auf P3 gewesen. Und ich habe wirklich daran geglaubt. Ich habe geglaubt, der schafft das. Und dann kommt ein Call, den ich nicht ganz verstanden habe. Nämlich haben sehr viele angefangen, noch einen zweiten Pitstop zu machen. Eigentlich alle außer der Verstappen. Und dort bin ich nicht ganz darauf klar gekommen, wieso das kein einziges Gefühl gehabt hat, er kann das Rennen beenden auf diesen Reifen. Ein paar sind sogar nach dem Verstappen das erste paar Softs drauf tun. Verstappen hat irgendwie über 40 Runden mit dem Soft schlussendlich gemacht. Aber im Nachhinein hat ja der Bearman und auch der wie heißt der Chef, der Teamchef von Haas? Ach Mann, wie heißt es jetzt? Warte, Ich habe alle Namen im Kopf, aber nicht seine. der Japaner, der Akuma, nein. Mayatsu, Kayatsu, irgendwie so etwas. Oh mein Gott, ist das schlimm. Warte schnell. Wie heißt der Teamchef von Haas? Hure sich. Ayao Komatsu. Komatsu, ja. Alter, Ayao Komatsu. Die haben beide dann auch gesagt, schaut, also auf dem Strategie Dings, also sein Strategiechef, was ist eine Frau? Nein, ist eine Frau. Nein, ist ein Mann bei ihnen, what the fuck. Der Strategiechef von ihnen auf jeden Fall, der hat verwirrt gewesen. Und der Race Engineer und auch der Bearman haben alle gedacht, das halten wir nicht aus bis ans Ende. Also ja, und schlussendlich wären Verstappen wahrscheinlich vorgekommen. Aber das hat halt im Verstappen einen absoluten Freipass gegeben. Ich habe zuerst gedacht, der schafft es niemals auf das Podium. Auf einmal ist Peter Bearman, dann Mercedes pitten, Piastri pittet. Und ich denke mir einfach so, hä? Also mindestens der Piastri hätte doch draussen bleiben können, um im Verstappen versuchen, so viel Zeit zu kosten, wie es geht, damit der Verstappen nicht auch noch ansatzweise eine Chance bekommt, Platz 2 zu bekommen. Und sind wir ehrlich, ohne das, was am Ende passiert ist, hat der Verstappen P2 wahrscheinlich bekommen. Also er hat einfach einen Freifahrtschein bekommen, keine Overtakes mehr müssen machen und ja, dann einfach vorher weiterfahren. Also ja, ich habe es nicht ganz begriffen, wieso dort alle sind bitten. Ja, ich glaube, sie haben da einfach ein bisschen Schiss gehabt, dass die Reifen plötzlich extrem abgehen und dass sie einfach zu langsam werden. Nehme jetzt mal schwer an, aber ich habe es auch nicht so ganz begriffen. Also wahrscheinlich hätte es schon durchziehen können, aber ja, so ist es halt manchmal im Motorsport. Gell? Manchmal tut man Fehlentscheidungen machen und hankerum dann wieder macht man die richtigen Entscheidungen.
Vielleicht hat alle das Gefühl, dass sie wären nachher Sicht auf der Waage aussehen, was ja mal im Russell passiert ist in Belgien. Keine Ahnung, schwierig zu sagen. Ja, aber da kann man einfach wieder mal sagen, ein Masterstreich von der Hannah Schmitz, das ist ja Strategiechefin von Red Bull. Wegen dem bin ich vorhin so verwirrt gewesen, weil ich auf sie auch noch zu sprechen komme. Okay, ja. So Entscheidungen kommen ja hauptsächlich von ihr. Und wir haben ja auch den GP gehört, wie er wahrscheinlich mit ihr diskutiert hat. Das war noch lustig gewesen. Verstappen nachher gesagt hat, I can hear everything. Funk nicht abgeschaltet war. Ja. Sie einfach über quasi das öffentliche Funk über Strategie diskutiert haben. So, ups. Aber ja, ist natürlich dort halt, vielleicht, das wäre noch lustig, auch eine bewusste Entscheidung gewesen, dass der GP so fragt, are we on a One-Stop oder Two-Stop? Two-Stop. Irgendwie so in die Richtung ist das Gespräch gegangen, damit hat alle vielleicht auch das Gefühl gehabt, sie machen auch einen Two-Stop. Ja, vielleicht ist es auch bewusst so gewesen. Ja, eben genau, kann sein. Vielleicht war es extra gewesen. Ja. Aber du, für den Verstappen hat das super funktioniert. Er hat viele Punkte reinholen. Und somit kommen wir eigentlich auch schon so ein bisschen zum Ende von dem Rennen. Und zwar das VSC. Und da bin ich jetzt gespannt über deine Meinung zu dieser VSC-Situation. Ja, also grundsätzlich, das VSC muss immer kommen, wenn ein Auto auf der Strecke ist und sobald Marshals eigentlich auf die Strecke sollten kommen oder neben der Strecke sein, das sei jetzt dahingestellt, wieso dass es am Anfang bei Liam dort nicht geklappt hat, wo, by the way, das Sinn ja nachher, oder die FIA noch beschuldigt hat, dass er zu schnell gefahren sei, obwohl das nachher die technischen Daten vorgelegen sind, wo man auch sieht, dass der Liam komplett abgebremst hat dort. Das sind ja auch Vollidioten, die von der FIA, dass sie irgendwo anfangen, dass er zu schnell fährt, wenn Leute auf der Strecke sind. Normalerweise heisst es eben, sobald Marshals mit ausrücken zum Sachen holen, muss ein VSC kommen. Und ja, es ist eigentlich der Ablauf oder wie sie es gehandelt haben, ist eigentlich nach den Büchern oder nach der Richtlinie korrekt gewesen. Es ist aber natürlich für Sportliche gewesen, oder für den Fight, den sie hatten, ist es natürlich sehr schade gewesen. Aber man muss es halt wieder so anschauen, es ist eigentlich korrekt gewesen, so wie sie reagiert haben. Auch wenn es hure scheiße war und wo er gestanden ist. Ich meine, da hätte man können sagen, ja, dort hast du ja nicht müssen, hättest du einfach das Auto rausschieben können. Aber eben, sobald das jemand muss eigentlich auf die Strecke raus, müsste das VSC kommen. Aber eben, es widerspricht sich mit dem, was wir am Anfang vom Rennen hatten, wo zwei Marshals auf der Strecke waren und der Lawson gekommen ist dort. Ja, noch schnell das stimmt, das haben wir komplett außer Acht gelassen. Dort hat man eine kleine Investigation jetzt am Laufen noch und so die ersten paar Statements von der FIA sind ganz klar, hey, ist doch unser Fehler. Eben krass, dass sie den Lawson überhaupt noch beschuldigt haben zuerst. Das mit dem VSC ja, aber sie machen, glaube ich, so eine Ausnahmeregelung, wenn es noch Start vom Rennen ist. Weil man dann halt kann sagen, hey, wir warten alle Autos durch und dann kann man davon machen. Nur hat irgendwo die Kommunikation gefehlt zwischen wir lassen alle Autos durch und hey, der Liam ist dann übrigens noch in den Pits. Und man ist jetzt noch am Schauen, Investigations machen, wo ist der Breakdown in der Communication passiert. Also ist das zwischen dem Streckenposten und den Marshals gewesen, oder zwischen FIA und der Streckenposten schon bereits. Aber ja, die Info hat denen halt einfach gefehlt und ich verstehe auch, die Marshals die zählen jetzt nicht, sind jetzt 19 Autos schon durchgefahren und können wir jetzt rausgehen oder nicht. Wenn der Streckenposten sagt, gönnt, dann gönnt es, oder? Aber extrem eng und FIA kann noch so manchmal sagen, ja, wir schauen, dass es nicht mehr passiert. Es passiert irgendwie alle 2-3 Jahre wieder und das darf einfach nicht sein, weil irgendwann rebelt es dann wieder und das sind dann Konsequenzen, wo eigentlich niemand damit leben will. Also ja, hoffe ich, dass sie das endlich auch mal ein bisschen in den Griff bekommen, die Thematik. Wo sie dann eben schlussendlich aber am Ende des Rennens wieder gut gehandhabt haben. Ich verstehe nicht ganz, ich habe mega viele Posts gesehen, oder generell so ein bisschen Konsensus, zumindest auf Instagram, über das Ganze ist, ja, das ist eine Verschwörung gegen Verstappen und mega schlecht gehandhabt und so. Aber wenn du die Videos anschaust, ich hätte nur verstanden, dass kein VSC kommt, wenn der Sainz komplett drin gewesen wäre. Aber die Hälfte vom Auto hat noch rausgeschaut und die Marshals müssen ein bisschen weit, klar, es sind nur etwa 2-3 Meter oder so, aber sie müssen auf die Strecke rausgehen. Also nicht auf die Rennstrecke selber, klar.
aber sie mussten rausgehen, um ihn hineinschieben. Und dann hast du ein gewisses Restrisiko, vor allem potenziell, wenn die dort fighten würden. Das Einzige, wo man vielleicht darüber streiten könnte, ist, dass sie früher das VSC hätten callen können. Aber das hat eigentlich auch nicht gebraucht, weil ein bisschen früher wäre der Sainz gar noch nicht dort gestanden, wo er gestanden ist. Also ja, am Ende des Tages, ich finde, es ist absolut richtig gehandhabt und ich finde es eben auch sehr gut, wie das der Verstappen schlussendlich aufgenommen hat, weil der Verstappen ist ganz klar ein Verfechter davon und hat sich auch null darüber aufgeregt. Er hat ja am Ende im Interview gesagt, hey, manchmal ist Safety Car für dich, manchmal ist es gegen dich. Wäre schön gewesen, aber ist gut gehandhabt worden. Und da finde ich genau richtig, dass man dann auch als Fahrer hinsteht und halt den Leuten auch sagt, nein, schau, das ist genau so, wie es sein sollte, weil ja, so Incidents wie Streckenfahrzeuge auf der Rennstrecke bei Regen, das wollen wir nie mehr sehen. Und auch wenn es jetzt keinen Regen hat oder etwas, das ist einfach nicht etwas, wo wir sehen wollen. Von dem her finde ich auch, ist das richtig gehandhabt worden. Genau. Ja. Ich glaube, sonst haben wir eigentlich alles angesprochen. Was wir noch aufgeschrieben haben, ist halt eben, dass ja Apple einen Deal gemacht hat noch mit der F1. Dass sie jetzt eigentlich in den USA ab 2026 die alleinigen Übertragungsrechte haben. Das hat ja jetzt ESPN hat das jetzt im Moment und anscheinend hat da Apple ein bisschen einen besseren Deal gemacht. Dass das aber zustande gekommen ist schon ein bisschen länger im Umlauf gewesen. Wie das dann in Zukunft aussieht für alle auf der Welt, ist ein bisschen fraglich. Aber vorläufig sollte das eigentlich schon immer noch jetzt in Europa und ich denke auch Asien, Australien sollte es schon immer noch gleich sein, dass man über F1 TV schauen kann. Oder jetzt in Europa ist es ja meistens auch Sky. Und ja, in den USA keine Ahnung. Dort interessiert es mich aber auch ehrlich gesagt nicht. Also vielleicht geht ja mit dem ein bisschen der Markt wieder retour, weil alle sagen so, müssen wir Apple haben und so. Gut, jetzt sind alle fast bei Apple, also von dem her, ja, mal schauen. Eigentlich habe ich gehofft, dass der F1-Hype ein bisschen wieder retour geht, aber irgendwie hat es jetzt wieder ein bisschen gekehrt und der F1-Hype geht wieder rauf. Der F1-Film hilft halt nicht, gell? Ja, der F1-Film hat leider auch recht gute Zahlen reingespielt. Also ich habe bis heute noch nicht gesehen, ich weiß nicht, was der Film geht. Ich habe ihn genau gestern schauen und bis jetzt bin ich so ein bisschen meh. Okay, nein, ich habe schon ein paar Mal überlegt, soll ich ihn schauen oder nicht, aber ich habe gedacht, so, nein, schieß mich an, ich will ihn nicht schauen. Und dann nachher Russell Antonelli, Vertragsverlängerung, ist auch ein bisschen klar gewesen, dass das wird zustande kommen. Da war halt einfach immer ein bisschen mehr so die Frage gewesen, so ja, wie wird der Vertrag aussehen, was für ein Vertrag wird kommen. Die genauen Details sind ja nicht bekannt. Jetzt eben der Schubs hat gemeint, es wird wahrscheinlich eben so ein 1+1 Vertrag sein. Also je nachdem, wie gut du performst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du nochmal eine weitere Vertragsverlängerung bekommst. Ist aber schwierig zu sagen, weil eben die Verträge sehen wir ja nicht. Aber ich denke, für den Russell an sich ist es die beste Option. Bei Mercedes bleiben, hat auch keine andere Wahl gehabt, um irgendwo anders herzugehen. Und für Antonelli ist es gut, nachdem dass er eigentlich so ein richtiges Tief hatte in den Europarennen. Jetzt fährt er ja schon wieder ein bisschen besser, aber gleich ist er wirklich nicht so stark unterwegs gewesen. Darum denke ich, ist das schon in Ordnung, dass er bei Mercedes kann bleiben und nicht irgendwie abgeschoben wird dort. Und dann noch das Letzte. 2026 neue Autos, also neue Generation, neue Motoren und auch vielleicht eine neue Regel, dass man 2 Pflichtboxenstopp sollte machen oder haben. Das hat man ja dieses Jahr in Monaco ausprobiert. Das war aber dort nicht so wahnsinnig gut gewesen, oder hat gar nicht gebracht eigentlich. Soll aber grundsätzlich mehr Rennaction auf der Strecke bringen. Ob es wirklich etwas bringt, werden wir sehen. Ich finde eigentlich den Aspekt relativ cool. Würde es aber besser finden, wenn es heisst, du musst jeden Satz eigentlich fahren. Also soft, medium, hard. Das würde ich geil finden. Das würde ich richtig geil finden. Weil das gibt ja dann einfach die Spielerei so, ja, der Hard ist so scheiße oder der Soft ist so scheiße. Ich fahre nur schon eine Runde mit dem oder 2 Runden mit dem und dann komme ich wieder rein. Weißt? Also strategisch könnte es schon noch recht funny werden. Yes. Ich finde es lustig, weil das ist genau meine Meinung. Wegen dem habe ich gelacht, weil oder das ist genau die Gefahr hast. Und ich finde dann eben auch, dass du da so frech darfst sein als FIA und sagen, du musst mit jedem Reifen mindestens, keine Ahnung, 10% vom Rennen gefahren sein. Oder so, dass es
nicht eben genau das gibt, was du gesagt hast, dass man schnell für einen Satz reinkommt und dann wieder macht. Und ich habe das halt bei Gran Turismo, ich weiss, es ist jetzt blöd so als Vergleich, ich bin kein Rennfahrer. Oder? Und ich weiss auch nicht, wie es in der echten Racing-Welt effektiv funktioniert oder nicht funktioniert. Ich weiss aber, dass es so ähnliche Regelungen schon bei Dingen sogar hat, in der GT-Welt. Und ich fand das wirklich noch geil, dass du sagst, du musst Hards, Mediums und Softs gefahren sein und dann tut halt jedes Team für sich selber schauen, ja, wen will ich da am liebsten einsetzen. Und das Einzige, wo ich generell ein bisschen Angst habe bei dieser Regelung ist, man hat das Gefühl, man hat dann mehr Racing, weil man dann halt den Reifen besser ausnutzt, oder? Weil man muss ja unbedingt noch einen zweiten Stop machen, also brauchen wir den Reifen nicht so gut. Aber am Ende des Tages wird das in meinen Augen einfach dazu führen, dass wir wieder mehr Strategierennen entscheiden haben, was nicht unbedingt das Racing wird besser machen, weil halt einfach ein Team die bessere Entscheidung getroffen hat oder nicht. Das ist ja auch der Grund, wieso das Refueling immer so ein Thema ist, wo ich auch muss sagen, so, nein, bringt nicht viel. Man hat immer das Gefühl, ja, da hat man mehr Racing, weil sie mit weniger Benzin fahren. Ja schon, aber am Ende des Tages geht es dann einfach nur noch darum, wer wenn wie viel Tank drin hat und dann gewinnen sie wegen dem. Also ich bin sehr, sehr kritisch eingestellt gegenüber dieser Regelung und hoffe, dass, wenn sie bringen, sie genug klar definieren, wie das soll funktionieren. Ja. Genau. Okay. Ja, mal schauen, was kommt. Also eben, das ist ja jetzt erst neu in Diskussion gekommen, aber ich denke, ist etwas, wo auch plausibel ist, also dass es wird kommen in die Richtung. Aber mal schauen, wie sich das dann noch entwickelt. Gut, also, sonst glaube ich, ist das soweit alles gewesen, wo wir wollen ansprechen. Hat es wieder mal ein bisschen eine längere Episode gegeben, oder mittlerweile fast schon Standard, kann man sagen, die Länge. Wir hoffen natürlich, dass euch die Episode vom heutigen Unsafe Release Podcast gefallen hat. Und falls ja, tut doch gerne den Podcast im Allgemeinen bewerten, tut gerne die Episode teilen mit euren Familie, Kollegen, wem auch immer. Würdet euch sehr supporten mit dem Teilen. Und ja, da würden wir uns wie schon einmal antönt im Podcast in 2 Wochen wieder gesehen, nach dem Katar Grand Prix in etwa. Und ja, bis dann wünschen wir euch weiterhin viel Vergnügen in der Formel 1. Hoffentlich wird es noch spannend in der WM und wird plötzlich einseitig. Und dann hören wir uns dann wieder in der nächsten Episode vom Unsafe Release.